Ja, so die Leute mich noch nicht kennen, ich bin ein Australier und ich bin im australischen Outback aufgewachsen in Mudgee. Mudgee ist ein sehr kleines Dorf, oder? Es sind etwa 15 Einwohner. 10 davon sind Schafe. Sehr klein, ja. Ja, es ist schön da. Da habe ich auch meine erste große Liebe kennengelernt. Aber das funktionierte nicht. Es hat auf mich einfach keinen Bock. Also Mudgee, Mudgee ist ein Aboriginal-Wort, kommt aus der Aboriginal-Mythologie und bedeutet in the middle of fucking nowhere. Und da überleben so eine harte Schafscherer-Bursche. Und ich war einmal in einem Pub, kommt so ein riesen Schafscherer hinein und sagte, alle auf dieser Seite sind schwul. Und auf dieser Seite sind Idioten. Und wer was anderes behaupten will, soll es zu mir sagen. Totenstill im ganzen Pub. Man könnte ein Fliegen furzen hören. Das ist ein vegetarischer Flieger. Ich bin aufgestanden. Er schaute mich an. Willst du etwas anderes behaupten? Ich sagte, nein, ich bin nur auf der falschen Seite. Also wirklich langweilig da in Mudgee. Wir mussten viel Alkohol trinken. Ja. Jeden Freitagabend sah so aus. So. Ich musste damit aufhören. Ja. Einmal war ich so besoffen, als ich am nächsten Morgen aufwachte, hat jemand in meine Hose geschissen. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Aber was für ein Perverser macht sowas? Also. Ja, Australier trinken viel, das ist sehr bekannt. Australier trinken viel, aber nicht so viel wie die Iren, oder? Australier fangen schon am Morgen an zu trinken. Aber in Irland hören sie einfach nie auf. Und ich finde, verschiedene Nationen reagieren anders auf Alkohol. Zum Beispiel Engländer werden so richtig witzig. Oh, ich habe gerade herausgefunden, wieso Bier so schnell durch den Körper fließt. Es muss nirgendwo anhalten, um die Farbe zu wechseln. Wenn die Deutschen besoffen sind, sie glauben, dass sie Fremdsprachen beherrschen. Vamos alle Player, kotzen auf die Player. Und wenn die Iren besoffen sind, sie versuchen sich gegenseitig umzubringen. Nur aus Spaß. Das erklärt, wieso es gar nicht so viele Iren gibt. Aber das verstehe ich nicht. Wenn ich besoffen bin, will ich niemanden umbringen. Ich habe den Drang, mich zu vermehren. Ja. Ja, nach ein paar Biers will ich Babys machen. Nach 10 Biers bekomme ich selbst eins. Es ist ein Mädchen, ich nenne es Fosters Lager Spence. Früher lebte ich in Sydney, in Bondi Beach, oder? Viele Leute denken, oh, Schweizer denken, oh, Bondi Beach, oh, so schön. Das ist nur so voll mit englischen Touristen, oder? Kommen alle weiß dahin, gehen alle rot nach Hause. Nach 5 Minuten. Australier sind alle so braun gebrannt mit weißen Zähnen. Die sind alle weiß mit braunen Zähnen. Hässliche Viecher, ich sage euch, ja. Und, nein. Es war. So, wir lebten in Bondi Beach gegenüber von einem irischen Pub. Und jeden Sommer kamen also irischen Backpackers einfach dahin zum Saufen. Oder? Ich sage euch, jeden Freitagabend gab es davor eine Massenschlägerei. Oder? Bis zu 10 Polizeiautos blockierten dann unsere Straße. Das war ein ganz großes Kino.
Ja, wir haben Pizza geholt, Stuhl in den Garten gestellt, mit der ganzen Familie die Show genossen, oder? Jetzt hörst du die Iren gegen den Barmen, dann die Südiren gegen den Nordiren, dann die Südiren und Nordiren und den Barmen gegen die Polizei. Am Ende alle gegen alle. Und zum Anheizen haben wir Bierflaschen dazwischen geworfen. Ja. Super, super gesehen. Genial. Und das Ganze hat noch einen Vorteil. Wir mussten die Blumen nie gießen. Das haben die Iren gemacht. Die Stammgäste schaffen es sogar noch durch die Hosen. Und die Katze mussten wir auch nicht füttern. Aber Standard geschickt, das ist gruselig. Aber ich finde, Frauen sind auch anders als Männer, oder? Männer, habe ich recht mit Alkohol? Frauen sind anders, oder? Ja? Ja, als erstes verlieren sie ihr Gedächtnis. Oh, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Nach ein paar Cocktails werden sie sehr religiös. Oh, Jesus Maria. Dann werden sie hilflos. Oh, ich kann nicht mehr stehen. Mein Slip ist so schwer.